So, Christi. Bevor es jetzt losgeht mit Generation Zero, ein kleines Wort vorher. Ich habe eigentlich zuerst geplant gehabt, Mist Survival mit dem Update 0.5.0. Jenes am 31. Oktober erschien. Spät in der Nacht, aber dennoch. Das große Problem daran ist, das Update war 10 GB groß und war von hinten bis vorne eigentlich nur verpackt und hin. Was soll ich sagen? Im Steam-Forum, wenn du auf Mist Survival schaust, es geht runter und drüber. Es gibt viele kritische Kommentare, sage jetzt einmal so, die sich darüber beschweren. Das finde ich aber auch richtig. Das Spiel hat jetzt momentan 13 GB und ja, es ist eine direkte Katastrophe. Jetzt hat der Entwickler den Spielstand oder den Alpha-Status, sage ich jetzt einmal, wieder zurückgestellt auf 0.4.1. Wann das Update ist 5er wiederkommt, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, wie wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Der ist relativ unzuverlässig trotz dessen. Ich würde jetzt nicht sagen, also ein kleines Entwicklerstudie ist, aber wenn, dann sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, Zeit lassen und das Ganze gescheit machen. Ja, was soll ich das sagen? Ich habe leider keine Aufnahmen mehr von dem Desaster. Ich habe alles gelöscht, weil mir einfach dann nur mehr sauer und enttäuscht war über den ganzen Schatz. Wir werden jetzt mit dem Staffelsystem einfach mal anfangen. Ich habe das schon länger geplant gehabt. Ich habe es, glaube ich, sogar schon mal integriert gehabt in den Kanal. Habe es aber dann wieder verworfen, weil ich meinen Sendeplan komplett umgestellt habe. Jetzt werden wir das ganze Staffelsystem wirklich angehen. Das erste Spiel, was davon betroffen ist, mich stört es nicht, rein nur zwecks der Abwechslung, ist Generation Zero. Ich blende da jetzt die Hauptkarten ein von Generation Zero. Du wirst sehen, die Karten ist relativ riesig. Alles, was unterm roten Strich ist, werden wir zuerst auf einen Schwierigkeitsgrad machen, wo ich sage, Story und Erkundung. Ich will endlich wissen, ich habe das schon mal privat in einem Spielstand gemacht, 25 Stunden lang, wo ich mir sage, ich schaue mir die Story einmal an und habe es dann aber wieder verworfen. Beziehungsweise ich habe dann über mir dir nichts wieder aufgehört. Den unteren Teilabschnitt werden wir auf den leichteren Schwierigkeitsgrad machen, damit wir uns ein bisschen auf die Story konzentrieren können. Oben hinaus werden wir dann aufschrauben den Schwierigkeitsgrad. Offen und ehrlich gesagt, dieses Spiel wird erst dann interessant, wenn wenn die Maschinen eher diese Militärtechnologie etc. in sich tragen. Dann wird das Spiel ehrlich gesagt interessanter. Dieser Basisbau, der vom Resistance Update mit einer Komma ist, der ist momentan noch sehr oberflächlich. Den werden wir uns anschauen, aber erst weitaus später. Der interessiert mich jetzt noch nicht, ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir den Schwachsinn beim Voucher angeschaut. Ich glaube, da werden wir besser bedient sein, wenn wir zuerst mit Story und Erkundung anfangen. So werden wir es machen. Was ich aber noch dazu sagen muss, ich habe jetzt keine bestimmte Vorstellung von Längen der Staffel. Wir werden das einfach so lange spielen, wie ich Lust habe. Da werden wir es wieder mal ein bisschen auf Zeiten legen. Und da werden wir wieder was anderes spielen. Das zweite Spiel, was in diesem Staffelsystem kommen wird, ist 7 Days to Die. Ich warte jetzt nämlich nur mehr auf die 20er Alpha. Die soll ein paar neue Änderungen bringen etc. Und das möchte ich mir dann in Ruhe und genauer anschauen. Und genau deswegen staffel ich das so. Momentan sind halt nur drinnen Generation Zero und 7 Days to Die in dem System. Es tut mir leid, ich kann Mist Survival nicht bringen. Es geht nicht. Die 4.01er, die 4.1er Version, die ist relativ langweilig mit der Zeit. Und jetzt haben wir es noch ein bisschen umbauen. Ja, ganz einfach. Simpel und schmerzlos. Wir sehen sie gleich im Video und der Rest ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Wie jetzt mal. Baba dabei.
So, grüß dich bei Generation Zero. Jetzt da. Aber ein bisschen Probleme momentan wieder einmal. Naja, gut. Wurscht. Nobody is perfect. Und meine Systeme daheim sind sowieso nicht perfekt. Gut, wir beginnen nun mit grundlegenden Dingen in diesem Spiel. Ähm, irgendwas passt da nicht. Ich weiß nicht was. Im Vorwort hast du es eh gehört, wie wir vorgegangen. Da brauche ich also nicht mehr viel erzählen. Wir werden, schau her, das ist die Karten. Wir werden ungefähr bis zu dem Punkt. Warte mal kurz, lass mal kurz überlegen. Du gehst da auf. Genau, dann hast du da einen Bunker. Da hast du einen Bunker. Und ab da dann, ungefähr bis zu dem Punkt, werden wir jetzt auf Abenteuer spielen. Und dann werden wir den Schwierigkeitsgrad einmal um 1 Stufen aufgetragen. Weil wie im Vorwort der Video gesagt habe, das Spiel wird erst dann interessant, wenn die Militärtechnologie bei den Maschinen fix mit integriert ist. Dann wird das Spiel bei weitem interessanter. Gut. Jetzt zahlen wir ein bisschen an. Ich habe jetzt nicht unbedingt gleich mal eins vorweg. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Sammelgegenstandsucher, absolut nicht. Ich konzentriere mich, wie gesagt, auf die Geschichte und auf die Erkundung. Auch wenn das Spiel jetzt da nicht unbedingt, wenn die Welt nicht unbedingt gefüllt ist, hat sie andere Stärken, wohlgemerkt, gell? Eine Taschenlampe, muss ich nur kurz auf die Uhr schauen, passt, wie die ungefähr ein bisschen ein Zeitgefühl habe und krieg. Keine Ahnung, wie lange wir die Episoden machen. So. Nahkampfwaffen, bla bla bla. Brauchen wir nicht unbedingt. Z. Bengts handschriftliche Notiz. Matt, wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen, aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt. Sobald du den Bereitschaftsalarm gehört hast, du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals. Aber wenn du das hier liest, mach dir keine Sorgen um Mama und mich, uns geht's gut. Wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig. Gut. Die Grundgeschichte sollte mitunter derweilen eh schon bekannt sein. Du bist zurückgekommen von einem Ausflug mit deinem Freund. Und wie du dann zurückgekommen bist von dem Ausflug, war die Welt eine andere. Genau. Übernommen von Maschinen. Und wie es dazu gekommen ist, oder was da genau passiert ist, das möchte ich herausfinden. Ich habe zwar ein Video gefunden auf YouTube, wo die Geschichte dahinter erklärt wird, aber ich bin ja dann zu faul, dass ich mir sowas überhaupt anschaue, weil ich das alles irgendwie selber erkunden will. Kruzifix, was ist denn momentan los überall? Nein. So, da ist was schon. Adrenalinspritze. Werden wir später dann eh brauchen. Bei allem jetzt ein bisschen. Ja. Adrenalinspritze, sehr gut. Tada! Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Vorder- und Rückseite der 1983er Ausgabe der Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Während des Kalten Krieges hat die schwedische Regierung im Rahmen des Totalförsvarprogramms Totale Verteidigung eine öffentliche Informationsbroschüre herausgegeben und an jeden einzelnen Haushalt in Schweden verteilt. Die Bekanntmachung erhielt die Anweisungen, wie Zivilisten im Falle einer größeren nationalen Krise, insbesondere einer Invasion,
durch eine fremde Macht oder einen Atomkrieg handeln sollten. Zur Zeit der späten 80er Jahre war jedem Bürger bewusst, dass Hessa Fredrik, der Spitzname für die schwedische zivile Verteidigungssirene, zu jeder Zeit aufheulen konnte und wusste, wo sich der nächste Schutzraum befand und welche Besitztümer er mitnehmen sollte. Auf der Rückseite des Dokuments befindet sich eine Zusammenfassung der 4 Arten von Warnsignalen, wie man diese erkennt. Bereitschaftsalarm, 30 Sekunden Sirenentöne von 15-sekündigen Pausen unterbrochen, die bei drohender Gefahr oder Krieg eingesetzt werden. Fliegeralarm, kurze Töne für den Zeitraum von 1 Minute, wird verwendet, wenn das Land aus der Luft angegriffen wird. Jeder muss sofort Schutz suchen. Wichtige öffentliche Bekanntgabe, 6 bis 7 Sekunden andauernde Sirenentöne von 12 bis 14 Sekunden langen Pausen unterbrochen. Der Alarm wird verwendet, um alle Personen aufzufordern, das Radio einzuschalten, um die von den Behörden bereitgestellten Informationen zu hören. Gefahr vorbei. 30 Sekunden langer Einzelton, der ertönt, wenn alle Gefahren vorüber sind. Na gut. Jetzt wissen wir das auch. Ich hoffe, dass wir dann später in Gefilde kommen, wo wir dann so Regierungsforschungsdinge erdingsen können. Das schaut geil aus. Ich mag einfach diesen Ende 80er, Anfang 90er Flair vor den Spiel. Ich liebe ihn. Dieses Synthwave-artige dahinter im Hintergrund. Da ist der Soundtrack irre gut. Jetzt sind wir da hinten. Ja, wie du siehst, ich werde jetzt in der ersten Staffel ein bisschen Gas geben. BZW am Anfang. Ja. Naja, wurscht. Wir haben noch so viele Autos, was wir durchsuchen können. Stahl werden wir dann später für die Verteidigung brauchen. An diesen komischen Dingsbums. Gut. Halte öffnen. Autobatterie werden wir auch brauchen. Ja gut. Okay. Hinauf zu diesem komischen Polizeiauto. Ja, passt. Erste Hilfeset. Aha. Beiseite geschoben. Jeanshose. Warte mal kurz, Karte, Profil. Das ist unser Metalhead. Warte mal, was kann die Hose? Hose! Skihose pink. Weißt du was? Wir nehmen aber die Cyberpunk-Hose. Das schaut legitim aus. Handschuhe. Cyberpunk-Handschuhe. Ja, warum nicht? Cyberpunk-Helm? Na geh, komm, bitte nicht. Ja. Passt. Weiter geht's. Wir haben viel zu tun und wenig Zeit, bis die Adelheid sie ohrenvoll schreit. So, haben wir da. Muss irgendwo Eingang sein, genau. Wie du siehst, ich bin ja schon ein bisschen bewandert in dem Spiel. Ein bisschen Erfahrung habe ich schon sammeln dürfen. Mittlerweile brauchst du zu Release keine Spiele mehr spielen. Da wartest du aber 1 Jahr, 2 Jahre. Oder 3 Jahre. 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre. Und dann funktionieren sie auch irgendwie. Keine Ahnung.
hm. Sammelgegenstände, scheiß drauf, braucht man. Textilien, passt. Das Haus, da waren wir drinnen. Ah. Ich habe so ziemlich alle notwendigen Zusatzinhalte runtergeladen. Da hat es das Spiel mal relativ günstig gegeben und dann haben wir gedacht, was? Ich besorge mir zusätzliche Inhalte noch, sowie, wie heißt das Update? Alpine Unrest und Resistance Update, Phoenix Rising oder wie das heißt, FNX Rising, irgendwie. Da, ja da, machen wir auf, passt, 128, super. Finde und zerstöre einen Feind. Noch nicht Spiel. Werden jetzt da runterlaufen und uns diesen wunderschönen, fast schon erotischen Ort zur Gemüte führen. Hallo, ein Zaun im Weg. Gehen wir da rein? Na. Halte E öffnen. Hochexplosiv, sehr geil. Ja, dass wir gleich für den Anfang alles zusammenkriegen. Es wird später lustig. Das, was ich bis jetzt gespielt habe am PC, habe ich eigentlich als relativ witzig empfunden. Kann ich da jetzt sagen. Und zwar, ich wollte eigentlich noch da und dumm gehen. Werden wir auch noch machen. Wurscht. Eins nach dem anderen. Und zwar, schau her. Ich bin damals in meinem ersten Spielstand da aufgegangen. Ich bin ungefähr so weit gekommen. Bis daher. Viel weiter noch nicht. Ich bin damals da aufgegangen, habe mir diesen Bunker da freigeschalten. Ich glaube, dass da ein Bunker ist. Und da habe mir dann gedacht, naiv wie ich war, ja, ich mach da weiter in die Richtung. Ja, halt die Fressen. Da hat mir das Spiel dann gesagt, was kann. Und das war geil. Das war wirklich geil. Wieder raus. So. Da habe ich alles mitgenommen. Da wird wahrscheinlich nichts drinnen sein, gell? Ui, ja. Textil. Passt. Und in unseren ersten Unterschlupf können wir das alles dann gleich einmal verwerten bzw. lagern. Das ist einmal sehr gut. Nur, dass wir jetzt halt wissen, wie es weitergeht oder was wir weitermachen. So. Hier hast du einen Hund. Größer. Und später kommt dann auch der Teufelsschlund. Also so in Richtung Tank und Harvester. Neue Mission. Folge der Straße um Überresten von bla bla bla. Ja genau, Überresten von Zivilisation. Also wie du hörst, es wird ein sehr bla 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 lastiges Spiel. Na, wir werden es anders machen. Wir werden zuerst den Unterschlupf freischalten. Und werden dann nochmal zurücklaufen. Ja. Aha. Weil ich weiß nämlich noch, dass uns da irgendwo ein Hunter begegnen wird. Dass wir uns gleich mal in die verschiedenen kleineren Gegner gewöhnen. Ich meine, die Zecken sind lästig, die Hunde sind geil, die Harvesters sind, die Hunter sind relativ schnell und gewitzt. Die
Die Harvester sind zäh und schwerfällig. Und die Tanks sind einfach nur drüber. Da brauchst du Vorradl. Das waren halt noch Zeiten, ha? Geil. Oha! Hast du die Batterien, hast du 17 Batterien reingehauen, dann ist das Klumpert genau 3 Minuten gegangen. Und in der Zwischenzeit, in den 3 Minuten, hat sie 6 Mal die Kassetten verhadert. Da unten ist er schon. Und vor allem, wie du merkst, ich möchte halt immer mehr auf den PC umsteigen. So. Kampf gewonnen. Jetzt schauen wir kurz. Zufluchtsort, genau, da ist die erste Kirche. Wir werden uns den Unterschlupf da freischalten. Wie machen wir das jetzt da? Wir werden uns den Unterschlupf jetzt einmal freischalten. Dann gehen wir da zurück, so her. Und machen das Stickel noch mit. Und dann geht's weiter daher. Genau, so wir es machen. Unterschlupf. Wo ist der Unterschlupf? Da hinten. Na. Warte mal. Was ich mich erinnere, wir begegnen in Hunter schon früher. Nicht nur da hinten. Ich glaube, der erste Hunter kommt nach der Kirche. Zuerst spüren wir alle Spiele fertig oder mach's einmal fertig, die Interesse habt derzeit und dann gehe ich komplett was Neues an. Genau. Das ist der Plan. Björknes. Ein Brief aus einem Unfallwagen auf der Insel Iberholmen war an einen Jäger namens Kurt Algren adressiert. Er wohnt an einem Ort namens Björknes, der ebenfalls auf Iberholmen liegt. Auf deiner Karte ist ein bewaldetes Gebiet namens Björknes-Kogen, wörtlich Wald von Björknes, eingezeichnet. Dort müsste das Haus also sein und mit ein bisschen Glück ist die Jagdausrüstung des Besitzers vielleicht noch da. Das machen wir. Ich kann da sogar sagen, wo das ist. Das ist da herum. Mit wunderschönem, wirklich ästhetisch, mehr ästhetisch metallisiertem Empfangskomitee. Was ich mir erinnere, warten da sogar ein paar Hunde auf uns. Mhm. So, jetzt gehen wir da oben. Machen wir den Schatz. Genau, warte mal. Du Mistsau. Das ist so einer. Das ist schon der verbessertere Hund. Also
vom Chihuahua hat er sich hochgearbeitet zum Cocker Spaniel. So, jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus. Wo sind wir denn jetzt? Da. Ich habe gesagt, wir müssen da zur Zuflucht. Denk daran, dass Kampf nicht immer die beste Lösung ist. Manchmal kann sich heimlich Zeit auszahlen und Patronen sparen. Ja, ja. Was? Das sagt mir, spiel jetzt. Du hast später so viel Munition, wenn du... Du kriegst im späteren Verlauf so viel Munition. Naja, es ist atmosphärisch irrsinnig gut gelungen. Und solltest du neu da sein, dann lass dir eins gesagt sein. Selbst wenn ein Spiel 5 Jahre alt ist, habe ich meistens noch Interesse drauf bei Zeit. Also das ist immer so schubabhängig bei mir. Es gibt Momente, da auf Videospiele gar keinen Bock. Kurz einen Blick. Ja, Waffen. Mach mal 4. Und dann gibt es Zeiten, wo ich an einem Tag bis spät in die Nacht spüre. Also das ist bei mir so unterschiedlich. Eins, zwei, drei. Haben wir nicht ein Fernglasl? Warte mal. Hier. Mach mal 5. 5 Sansen. 1, 2, 3. Was ich mir entsinne, da unten an der Straße ist der nächste. Hier. Die Süßen suchen irgendwas. Frischfleisch. Wurscht. Wir nehmen den Kampf auf jetzt. Passt. Und wie du siehst, wie ich ja im Vorwort gesagt habe, das Spiel wird mit die Gegner erst oben aus interessanter. Weil das ist jetzt momentan eigentlich nur Tutorial. Das lassen wir offen, ja. Nur bitte nicht besser. Das Vorrad, auf das verzichte ich komplett. Ja, das ist ja wohl der größte Rotz. Jetzt? Das sind die zusätzlichen DLC-Waffen, die du halt hast. So gesehen.
Gut, Lagerbox voll. Warum? Wurscht. Ähm. Gibt's nicht. Ich war die Lagerbox nicht mit 400 Kilo. Ich meine, 200 ist schon ein bisschen sehr. Ich kapier's grad nicht. Oder hat das Spiel jetzt durch das, dass ich nur einen neuen Charakter erstellt habe, was natürlich auch sein kann. Ich habe jetzt nur einen neuen Charakter erstellt. Kann sein, dass das Spiel den alten Sammelstand behalten hat. Das wird's natürlich erklären. Ja, das wird's erklären. Eh. Was für N16. Schauen wir mal. Warte mal ganz kurz. Einen Platz zuweisen. Ja, aber was braucht ihr für Muni? Das wäre interessant. Kann das vielleicht sein, dass der ja, was braucht der wirklich? Okay. Das Rätseln über die Munitionsarten. Pur, du bist so spitze heute schon wieder. Ja, das kommt doch, wenn man sich über nichts informiert. Oder braucht der diese Muni? Wir werden es schon rausfinden. Da wurscht. Gut. Was haben wir da? Hinweise zum Aufenthaltsort der alten Bettan. Hinweis, Markus, falls du das liest, wir haben beschlossen, nach Stenhager zu gehen und uns dort mit den Andersens zu treffen. Hoffentlich kannst du uns dort treffen, denn wir können nicht länger warten. Ich habe die alte Bettan in der Kirche versteckt. Dort, wo du dich immer versteckt hast, als du jung warst. Erinnerst du dich? Sie ist geladen, also sei vorsichtig. Genauso wie ich es dir beigebracht habe, okay? Papa. Gut. Was man dazu sagen muss, es gibt ja einen kleinen lustigen Fakt. Ich liebe Skandinavien. So, da nochmal umsteigen.
Betty, wo bist du, du kleines geiles Luder? Fertigung. Alle Ressourcen laden. Perfekt. Und mit dem Scheißdreck können wir dann später arbeiten. Ja, aus. So. Ganzer Frack. Geil. Das sieht geil aus. Ja, das können wir sogar bauen. Geschosswiderstand. Aha! Schurke. Jacke. Was sehe ich schon? Oh, das sieht geil aus. So. Hier hinauf müsste die alte Betty liegen. Die alte Betty. Cool. Z. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Du bist als Kind immer hierher geschlichen, auch wenn Johnny versucht hat, sie wegzuschließen. Ich sage es noch einmal. Sei vorsichtig, geh direkt nach Stenhager. Na, wir gehen ja nicht nur direkt nach Stenhager. Wir werden jetzt da bleiben und uns hier für immer verstecken. Die großen Waffen werden dann später erst sein. Ah ja. Whiteboard. Die auf dem Whiteboard hinterlassene Nachricht lautet: Wir sind zum Bauernhof Stenhager gegangen, um uns mit den Andersons zu treffen. Geh dorthin, Johnny. Ein Pfeil zeigt nach Westen. Schön. Gut. Neue Mission. Jetzt haben wir ungefähr 30 Minuten. Aber noch ein bisschen. Nur. Was gehört da eine für Muni? Ich weiß es nicht. Wir werden es im Laufe des Spiels wissen. Ganz auf Mirtle, ganz auf Holladio. Stehst du glatt am Bahnhofsklo. So, her damit. Okay. Passt. Druckluftbehälter, den können wir später dann brauchen. Wenn es dann mal ein bisschen so an die taktischeren Elemente geht mit die Biester. Der Punkrock, schön. Da freut es sich dann wieder, wenn es rund um einen Schlüpper schön kalt wird im Winter. Aha. Nehmen wir mal die. Warte mal kurz. Ich nehme dort mal eins. Da. Ah, scheiße, ich hab einen Hunter gehört. Ich glaube, das war zu Hunter.
Yttervik. Also wie du siehst, Ressourcen kriegst du im Überfluss zusammen. Nur kotzt es mir ein bisschen an, dass ich nicht weiß, was da für Muni reingehört. Vielleicht finden wir eine, wenn wir es. Vielleicht finden wir eine Munition, wenn wir die Waffen am Manne lassen. Aber das nutzt uns ja nichts. Ich weiß jetzt nicht, kommen da jetzt. Ich glaube, da kommen jetzt Zecken. Ja. Da haben wir jetzt Zecken, genau. Da steht er schon. Oh. Da haben wir noch eins, das ist ja wurscht. Wie kommen wir jetzt wieder aussehen? Durch Drücken einer Zahl. Nehmen wir die. Irgendwann wird uns das Spiel schon wohl die Erlaubnis geben, oder dass wir die Ebenen benutzen dürfen. So, her damit, komm her. Auf die Tier, komm, Zahlen, keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich hab keine Ahnung, was da für Munition reinkommt. Au! Zwei. Okay, viel haben wir nicht. Es dürfte relativ schnell gegangen sein. Finde den Bahnhof Steinhafer. Ja, wie gesagt, diese Sammelgegenstände, das ist nichts. Das werden wir weniger machen. Sechser, da haben wir die Vollmantelgeschosse. Ich glaube VM ist Vollmantel, gell?
Da ist noch ein Hund. Und wenn man jetzt nicht verschaut, ob es da oben auch noch einer, schau. Jetzt hat er uns gesehen. Der will spülen, ha? Ja, aber wieder. So. Das zulässt mal gleich mal Level abkriegen. Wow. Passt. Da auch nicht. Weiß es nicht. So. Weiter geht's. Da kommt ja dann später noch die Anita, ne? Die spielt ja in der Hauptgeschichte ja eigentlich auch ein bisschen eine größere Rolle. Ich glaube, Anita hat sie geheißen. Offen und ehrlich gesagt. Das Problem ist, dass da nirgendwo steht. Man da dabei zuweisen. Der ist lustig. Machen wir es daher. 1. 9 mm. 9 mm Vollmantel. Toll. Und wieder nichts drinnen. Gut. Wir reisen jetzt dann nochmal zurück zum Unterschlupf. Ich hab glaubt, dort kann man sich teleportieren. Jetzt da. Ah, herrlich. Gut. Und wir werden in der nächsten Ausgabe da dieses komische Dings weitermachen. Bevor wir uns diesem Bauernhof widmen, rauschen wir das Stückel schnell zurück. So her da zurück ab, wieder da zurück. Dann machen wir einen Bauernhof, dann machen wir da oben die Burg und dann geht's rasch runter nach Saltheim. So wollen wir es machen. Ich wünsche dir dabei was, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Bis zum nächsten Mal. Baba.